Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Münchenbuchsee. Und das haben wir heute für euch. Wie man eine Stadt spielend entdecken kann. Am Montagnachmittag ist es durch heftige Gewitter zu zahlreichen Überschwemmungen gekommen. Und am rechten Brienzer Seeufer hat der Murgang die Straße überschüttet. Vorher schauen wir aber noch kurz die heutigen News an. Der Berner Kioskkonzern soll mexikanisch werden. Mit der geplanten Übernahme von Valora will der mexikanische Konzern FEMSA den Markt für kleinflächigen Detailhandel zu Europa aufmischen. Stärker als die Nutzung von Kostensynergien steht beim Zusammenschluss das Wachstum im Fokus. Der Bertone ist zurück in der ersten Mannschaft. Der Club FC Thun freut sich mitzuteilen, dass der 28-jährige Mittelfeldspieler Leonardo Bertone per sofort zurückkommt. Er unterschreibt den Vertrag über 2 Jahre mit der Option auf ein weiteres. Die Kosten für Wasser in der Landwirtschaft sind gestiegen. In den letzten 30 Jahren sind die Kosten für das Wasser in der Landwirtschaft stark gestiegen. Grund dafür ist hauptsächlich der Klimawandel. Zu diesem Schluss kommt eine Studie vom Kompetenzzentrum vom Bund für landwirtschaftliche Forschung Agroscope. Spiez spielend entdecken. Das ist jetzt mit dem neuen Ludo-Trail möglich. Für 25 Franken können Sie klein und gross durch die Stadt spielen. Die Tourismusdestination Spiez erhofft sich so, mehr Besucher und Besucherinnen anzulocken. Die Ludo-Trails gibt es an anderen Orten in der Schweiz, ist das richtig? Ja, das gibt es jetzt in der 5. Ortschaft mit Spiez, gibt es in Langnau, in Burgdorf, Adelboden und Lenk. Also speziell hier ist sicher mal, dass es 5 Posten mehr hat als in den anderen Ortschaften. Es hat sich einfach so entwickelt und die Gespräche halt schon am Laufen waren und wir nicht irgendwann wollen sagen, jetzt kann man nicht mehr helfen. Und ich denke, vom Standort her wird sich das auch auszahlen, hier die 30 Posten, weil es ja recht gross ist und sehr viele Touristen hat. Und pro Tag ja 20 Rucksäcke unterwegs können sein, also 20 Gruppen. Und dann muss das gut verleiden, die 30 Posten. Und was hier natürlich auch speziell ist, ist der erste Ludo-Trail am See. Hat ganz andere Spiele natürlich gegeben durch das. Also es hat einfach sehr Spass gemacht, hier in Spiez mit all den Beteiligten zusammenzuarbeiten. Sie waren eben sehr offen für diesen Ludo-Trail. Und es hat sehr interessante Begegnungen gegeben, gute Gespräche und hat eine gute Sache gegeben. Ja, wir erwarten jährlich zwischen 1200 und 1500 Ausleihungen. Und eine Ausleihung besteht natürlich nicht aus einer Person, also die kommen gruppenweise, vielleicht 4 Personen. Ja, wir erhoffen uns dadurch Frequenzen. Also einerseits bringt es natürlich neue Gäste nach Spiez, eben spielerische Gäste. Das können junge sein, ältere, mittelalterliche, einfach eine breite Schicht. Und die hoffen wir, dass die eben Spiez entdecken und irgendwann noch in die Läden gehen und vielleicht irgendwann etwas kaufen. Am Montagnachmittag ist es in der Schweiz wieder zu heftigen Gewittern gekommen. Das Emmental und das Berner Oberland waren besonders stark betroffen. Für die Emme hat der Bund sogar eine Hochwasserwarnung herausgegeben. Am Montag ist die Hauptstrasse am rechten Brienzer Seeufer von einem Murgang überschüttet worden. Das Strasseninspektorat Oberland-Ost ist jetzt dran, die Strasse freizuräumen, damit sie so schnell wie möglich wieder befahren werden kann. Jetzt sind vor allem Räumungsarbeiten im Gang, dass man schnellstmöglich die Strasse wieder auftun kann, dass sie wieder befahrbar ist, zumindest einseitig. Das sind eigentlich jetzt die Schritte, die momentan am Laufen sind. Wann kann man ungefähr damit rechnen, dass die Straße wieder geöffnet wird? Je nachdem, wie es jetzt hier der Schaden an der Straße kommt. Ich würde sagen, im frühestens oder im Verlauf von heute Nachmittag. Mindestens einspurig wäre eine Idee, aber es kommt jetzt ganz auf das Verhältnis darauf ab.
wie sich das hier präsentiert, was wir da vorfinden. Und sonst kann das so morgen werden. Ja, das Problem es ist einfach ja, die Menge vom Schutt, das Wasser, das relativ viel kaputt gemacht hat. Das sind Probleme, die im Nachgang gilt zu beheben. Es war ein Röckoflug geplant heute Morgen um 10 Uhr. Es geht eher darum, mit dem Röckoflug zu schauen, was ist noch instabil ist. In diesen Gräben zum Beispiel, dass wir dort auf der sicheren Seite sind, dass wir nicht irgendwie aufstehen und nachher, wenn es wieder Regen gibt, wir irgendwo wieder ein Ereignis haben, das den Strassenverkehr beeinträchtigt oder die Strassenverkehrsteilnehmer gefährden. Wir haben auch in den Ebligräben Schutt im Grinn gehabt. In Oberrieb, im Hirschergraben, haben wir ein Problem gehabt. Und die Gräben, die viel Schutt haben geführt, die müssen wir kontrollieren. Das heisst, eigentlich auf der Höhe 1800 Meter von der talwärts, einfach, dass man das sieht, was ist noch instabil, was sind irgendwo noch heikle Stellen. Und wenn wir das nicht wissen, können wir die Straße nicht auftun. Das war es mit dem heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen findet ihr auf unserer Homepage oder in unserer App noch die ausführlichen Artikel. Jetzt hört ihr noch das Wetter von unseren Meteo News Kollegen. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen! Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau Zeitung. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Heute mit einem hübschen Wolkenspiel nach den zum Teil heftigen Regenfällen von gestern über Heiligenschwendi. Aktuell befindet sich unser Land zwischen einem Tief über Spanien und einem Trog über Nordeuropa in einer Nordwestströmung. So erreicht uns allmählich trockenere Luft. Das Tief über Spanien wird bis zum Wochenende von einem sich vom Atlantik nähernden Hochdruckrücken abgelöst. Und das Hoch, das bestimmt nachher dann unser Wetter. In Mittwoch starten wir im Flachland meist sonnig. Im Oberland sind neben der Sonne noch ein paar Quellwolken am Himmel zu sehen. Dazu erwarten wir am Morgen etwa 12 Grad in Bern und je 13 Grad in Thun und in Interlaken. Auch am Nachmittag bleibt die Sonne die Chefin am Himmel. Über dem Oberland entstehen weiterhin Quellwolken und mit einer schwachen Brise werden im Flachland bis zu 25 Grad erreicht. In Frutigen dort sind es rund 24 Grad und in Saanen 21 Grad. Am Donnerstag rechnen wir zuerst noch mit ziemlich sonnigem Wetter, dann nehmen die Wolken immer mehr zu und im Verlauf des Nachmittags steigt dann das Schaurisiko zuerst im Oberland, gegen den Abend dann auch im Flachland. In der Nacht auf den Freitag erwarten wir vor allem den Alpen entlang ein paar Regengüsse. Der Freitag selber wird nach ein paar Restwolken am Morgen recht sonnig und am Wochenende erwartet uns wunderbares und auch nicht allzu heißes Sommerwetter mit viel Sonnenschein. Und auch der Montag, der zeigt sich bis jetzt sehr freundlich. Ich wünsche Ihnen noch einen wundervollen Abend und einen tollen Tag morgen. Machen Sie es gut und bis gleich wieder. Ade miteinander.